Je hoort hier een plottige radiostation, de Brig 107.7 FM in Elmer, Ontario. En we hebben hier waar Onse Jeschicht, geschreven van George Rempel, Winkler, Manitoba. George is zelfs einer van die in Mexico gewoond heeft, opgewassen is, door lang schuldig geweest, heeft ook hier in Elmer gewoond, woont nu in Winkler, en hij merkt zich veel mee Onse Geschichte op te schrijven en de hieruit te maken. Ditmaal handelt het waar meer van hier van deze omgegend, Elmer in Zuid-Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht nummer 73. Ditmaal vertellen we ons eerst nog wat een beetje meer van dem Entstehen von de vele verschiedene Kirchen oder Gemeinden van Latinamerika teruggekommene Mennoniten in Zuid-Ontario en dan van wat onze Mennoniten voor einen Beitrag merken tot de Ontario Wirtschaft oder Economie. Von der sind in Zuid-Ontario EMC-Kirchen, nicht mal in Mount Salem, aber auch in Leamington, Tillsonburg, Tilbury en Straffordville. Bij Leamington, Ontario, werd 1990 eine EMC-Kirche gegründet. Peter Reimer war de Leamington EMC-Kirche Pastor voor de eerste 13 jaar. Het leert Peter en Elmer Reimer kennen als hij aan de EMC-Kirche bij Stratton, Ontario als pastor voor dienden. Nu zijn George en Betty Rempel en de Leamington EMC-Kirche dat pastor voor. Lowell en Marlene Fries zijn de kerk jugendpastor voor. Jacob Bartsch is in deze kerk ook een prediger. En dan hebben ze nog 4 diakonen. En de Leamington EMC-Kerk zijn 210 Gemeindeglieder. En daar versammeln zich Sonntagmorgen durchschnittlich so bei 300 Menschen zum Gottesdienst, Kinder mit eingeschlossen. In Tilbury, Ontario, fängt die EMC-Konferenz oder Kerk der Stich in Anna Ens ihre Arbeit eine Kerk an im Oktober 1999. Diese Kerk hat nu 2005 40 Gemeindeglieder. In der Tilbury EMC-Kerk versammeln sich Sonntagmorgen von 100 bis 110 Menschen zum Gottesdienst, Kinder mit angeschlossen. Jake Ens ist dort der Pastor, in dieser Klasse ist Diakon. In Straffordville, Ontario, en de EMC-Kerk sind John en Lorna Wall dat pastor voor. Deze kerk wordt gegründet im November 1996. Am 3. November 1996 hielden zij ihren ersten Gottesdienst. Deze gemeente heeft nu im Januar 2005 72 Gemeindeglieder und da versammeln sich Sonntagmorgen durchschnittlich bei 140 Menschen zum Gottesdienst. Diese Kirche hat ein Gehilfsprediger und 3 Diakonen. In Tillsonburg, Ontario, ist seit 2001 auch eine EMC-Kirche. Ihre Kirchennamen ist Church of Living Water. David und Audrey Wiebe sind dort Pastor vor. Diese Gemeinde hat 45 Gemeindeglieder. Und nun vertellen wir Wort von Conservative Mennonite-Kirchen manch unsere Oldkolonie in Zuid-Ontario. Ein Albert Reimer, een gewesene Kleingemeinde, wo er von der Quellenkolonie in Chihuahua, Mexiko naar Belize getrokken werd, en seine Frau Anna Friesen, wo er von der Durango Oldkolonie herstammt, werden von Belize mit ihrer Familie tot naar Canada getrokken. En in Canada hadden Reimer sich die Conservative Mennonite Church angeschlossen. Albert en Anna Reimer werden goed damit bekannt, dat in Chihuahua viele oldkolonische Eltern wären, wo ihre Kinder jaren einen besseren und rechteren Schulunterricht zuteil worden lassen wollen, als was sie an ihre oldkolonische Schulen kriegen. Und Reimers wisten auch, dass dort all viele von so Eltern für ihre Kinder an kleingemeindliche Schulen besseren Schulunterricht gekriegt haben. Und Albert Reimer wist auch darum, dass in der Elmer Omgegend al viele oldkolonische Families von Mexiko woonden, von wo viele sehr viel lieber würden gute private Schulen haben wollen für ihre Kinder, als dass sie die in Regierungsschulen schickten. Und in den Anfangs 1980er Jahren kam er mit leidenden Männern von
Kitchener Conservative Mennonite Church taub en de Elmer omgehend mang Oud-kolonische van Latinamerika naar Ontario gekommene families ramsteken, zoals zij dat maanden, of oder wo veel van de Oud-kolonische ouderen ihre Kinder wurden van de Conservative Mennonite Church ihre Privatschool ongerechten loten, wann sie door met eine zo'n school anfangen würden. Einen Tag wollen diese Männer auch mit Menno Kreker, dem damaligen leitenden Prediger oder Pastor an der Mount Salem IMC-Kirche, und mit George Rempel, dem damaligen Direktor von der MCC Ontario-Arbeit in Aylmer, Ontario, über ihre Privatschule anfangen und der Aylmer umgehend reden. Sie frugen Menno Kreker und mich, ob wir dafür sein würden, dass die Conservative Mennonite Church in der Aylmer umgehend eine Privatschule anfangen soll. Und wir sehen an ungefähr so. Want dat alles is wat je willen voor onze lied, die door willen ihre Kinder in jene school ongerechten loten, met eine school anfangen, dann wird wir nicht dagegen sein. Aber wenn je dat doen willen, dadurch man onze lied noch eine Kirche oder noch eine Gemeinde anfangen, dann wird wir nicht sehr dafür sein. Dann wir dachten, Gemeinden wären an der Umgegend all genug. Und diese Männer reden so, als wenn das nicht wir was sie wollen. Sie wollen bloß die Lied helfen, mit ihren Kindern an eine private mennonitische Schule ungerechten zu lassen. Die Conservative Mennonite Church fängt bald nach dem in Colton, Ontario, mit einer Privatschule an. Aber das wird doch so, dass sie in Colton dadurch auch sehr bald eine Conservative Mennonite Church anfangen. Das wird also doch ihr Ziel gewesen und das wird ja auch gar nicht anders zu denken. Viele mennonitische Gemeindenleiter in der Aylmer umgehend dachten damals aber, dass es da nicht an noch mehr Gemeinden fehlt, manche oud-kolonische Familien vom Süden, und besonders nicht an eine für unsere Mennoniten ein bisschen fremde Gemeinde. Die Conservative Mennonite Church fängt aber doch mit oud-kolonische Familien taub eine Kirche an, in Colton, Ontario, und dort reiht nochmal weiter Familien in Freundschaften miteinander und verursacht viel schwere Tiden, besonders bei so Eltern, die ihre Kinder und Großkinder aus ihrer oud-kolonische Gemeinde übergingen, nur diese für alle ein bisschen fremde Gemeinde. Aber nun, im Jahr 2005, sind die Wunden, die damals dadurch verursacht worden, dass die Conservative Mennonite Church die Glieder aus andere mennonitische Kirchen nur ihre Kirche lockt, durch ihre oud-kolonische Eltern eine private Schule anbieten für ihre Kinder, meistens war geheilt. Und Familienverhältnisse und auch alle Freundschaften sind meistens in Ordnung gebracht worden. Die Gemeindenglieder von den verschiedenen mennonitischen Gemeinden erkennen sich, gleich meistens gehen sie dich an, die Conservative Gemeinde ihre Glieder mit angeschlossen, und alle Verschiedenheiten sind so mehr verschwungen oder stehen wenigstens fast keinem mehr sehr im Stich. Und wenn man von der die Frucht von der Conservative Mennonite Church ihre Arbeit mag unsere Menschen sieht, dann seien die meisten von uns dort dass denen ihre Arbeit für die Umgehend ein bleibender Serien geworden ist. Viele Familien kriegen für ihre Kinder guten christlichen Schulunterricht in private Schulen, wo eine Christian Light Publications Material brauchen, und die Schulkinder dadurch gute christliche Werte mitgeben für ihr Leben. Und älteren Kinder und Großkinder haben da gute Familienverhältnisse, trotzdem sie nicht alle in eine Gemeinde Glieder sind, ohne denselben Gemeindennamen trägt. Und das ist wundervoll. Wie alle, die wir in unserer Dorfschulen noch den Katechismus auswendig gelehrt haben, und das apostolische Glaubensbekenntnis, so es dort in unserem alten Katechismus steht, haben immer auch diesen Satz im Glaubensbekenntnis auswendig angesagt. Ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, der heilige ihre Gemeinschaft. Die meisten von uns verstanden als Kinder natürlich nicht gleich, was das Bekenntnis meint, wenn wir dort auch auswendig ansehen können. Aber ich glaube, dadurch, dass wir von der zu so viele verschiedene Kirchen gehören in Ontario, und auch auf anderen Städten,
wollen wohl verschiedene Nomen haben, dabei aber die eine biblische Heilsbotschaft, dass der Mensch, der Jesus Christus mit Gott Frieden machen, fromm leben und seilig sterben kann, dieselbe Lehre ist, habe ich dadurch meistens alle besser verstanden gelehrt, was dort bedient, wenn wir sagen, ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, die heilige Ehre Gemeinschaft. Und dort ist, zoals ich das sei, auch wundervoll. Von der 2005 hat die Conservative Mennonite Church in der Elmer Umgegend 3 Kirchen, die Colton, Corinth und Orwell. Und die Conservative Mennonite Church, ihre Privatschule in Colton, waren im Schuljahr 2004-05 96 Kinder angereicht und an ihre Schule in Corinth sowie 20 Kinder. Die Conservative Mennonite Church in Orwell ist dort in dem Gebiet, wo in der Elmer Bibelschule vor etliche Jahren war. Das Gebiet hat mehrere Klassenstufen und da will die Gemeinde auch noch mit einer Privatschule anfangen. En nu wordt daarvan wat onze oud-kolonische, Sommerfeldsche en Kleingemeensche van Latijns-Amerika naar Zuid-Ontario gekomen mensen en ook den er nu komen in Ontario schaffen, wo die einen bedeutenden Beitrag merken zu der Ontario-Wirtschaft oder Economie. In de 1920er Jahren wanderten mal über 7000 oud-koloniën en Sommerfelder Mennoniten von Kanada uit naar Chihuahua, Mexiko, en über 1000 naar Durango, Mexiko. In 1948-49 trokken noch über 1000 Kleingemeinden von Manitoba en Old-Kolonie von Saskatchewan BC en Manitoba naar Chihuahua. En von diesen über 9000 Mennoniten er noch kommen wohnen, von der bestimmt mehr als 2-mal so viel, vielleicht sogar mehr als 3-mal so viel in Süd-Ontario verstreut, von Windsor bis Ottawa. In Ontario haben diese Old-Kolonien, Sommerfelder und Kleingemeinden noch kommen, mehr in Old-Kolonien, 3 Sommerfelder, 6 IMMC, 5 IMC, eine Gemeinde Gottes, 2 Baptisten und 3 Conservative Mennonite Kirchen. Und dann sind da noch viele von unseren Familien, die in Ontario fort geworden sind, von anderen mennonitischen Brethren in Christ, Missionary, Baptisten, Alliance und andere Kirchen, oder pflegen wenigstens durch Gottesdienst. Und bei all diesem weil wir meistens noch immer miteinander verbunden, auch wenn wir nicht an alle Stärkenkreis überein denken. Und das ist auch wundervoll. Und nun werden wir uns was davon vertalen, was die Dutzende von Lateinamerika nach Ontario gekommene mennonitische Kolonisten und noch kommen in Ontario schaffen. Und wir haben uns all einmal gesagt, dass wenige Leute in Ontario dort Fähig gehabt haben, Former zu werden oder Former zu bleiben. Wie weit die meisten Familien von Lateinamerika waren wenigstens bis in 1980er Jahren in Ontario die Tabak, oft und Gemüseformer ihrer Arbeiter. Aber in der Elmer Umgegend und auch selbst wo in Ontario wurden in den 1960er, 70er und 80er Jahren auch etliche von unseren Lied Gurken- und Tomatenformer. Und dort werden von unseren Gurkenformer, wo wir dort in Ontario dahin brachten, dort die Gurkenplecker nicht mehr den ganzen Tag krumm gebackt, lang die Gurkenrehen Gonen brachten zum Gurkenplecken. Sie richten die Ungewehrers von alle Koren so an, dass die lange leere Bänken hat, zum da boven setzen und zum Gurkenamers durch abstahlen, und dort ein kleiner Windkeilermotor, den wären sach genug fahren mögt, zodat ihre Arbeiter door met ganz zageltjes lang de Gurkenree fuhren und beim Zappen de Gurken plekken können. Und meistens hat so ein Während da noch
ein Schotendach boven de lange Bänken. En dort werden auch von unseren Mennoniten, wohnen in Süd-Ontario, die erste große Gurkensortierungsmaschinen, Cucumber Grading Machines, melken en meer geëigende grading stations opstalden. But in 1980 Jahren kwamen meestens zonne-mennonitische Eltern met ihre families toe van Latijns-Amerikanische Länder naar Zuid-Ontario en wonen al mehrere Kinder groot genoeg werden om Gurken en Tomatenplekken kennen om halpen geld te verdienen. Viele Families kwamen eerst mehrere Mal voor de zomermonaten naar Ontario en fuhren dan weiter zum Winter terug naar Mexico. Aber nachdem sie dort für etliche Jahre so gedaan hadden, bleiben so eine Families meestens doch met de tijd in Ontario wohnen. In de 1980 Jahren fangen auch immer mehr junge Families an, naar Ontario zu kommen, auch wenn ihre Kinder noch zu klein wären zum halben Geld verdienen. En viele von diesen jungen Familienvaders fangen Arbeit bei so einer Firma, wo das ganze Jahr durch Arbeiter brauchten für ihre Getreidefarm, für Kühen oder Heinerzucht oder auch für Malterien. Meestens blieben unsere Mennoniten aber nicht lang bei der Firma ihrer Sommerarbeiter. Aber die fingen in allerhand Fabriken eine Arbeit, wo sie das ganze Jahr durch Arbeit haben. En weil so viele sich so schwind als möglich andere Arbeit sehen, bleibt dort immer dabei, dass die Gemüse- und Fruchtformen dort immer weiter an nie gekommene Familien fehlt, wo willig sind, die Sommerformarbeit voran zu tun. Etliche Generationen von unseren Voreltern wären Formen in ihre eigenen Kolonien in Russland, Kanada oder irgendwo in Lateinamerika. Aber hier in Kanada haben wenige von unseren Familien das Vorrecht, Formen sind und bleiben zu kennen. Und dort ist wirklich zum Staunen, wo schwind und wo gut die meisten von unseren Mennoniten sich in Kanada auf verschiedene andere Wege verstehen nützlich zu merken. Von der arbeiten unsere Menschen all meist irgendwo und tun meist irgendwo. Immer mehr von unseren Mennoniten von Lateinamerika sind in Ontario nicht mehr irgendwem seine Arbeiter, aber sehr viele haben ihre eigenen Geschäfte und Fabriken und sind Arbeitgeber geworden. Viele von so einen mennonitischen Männern arbeiten in Ontario, wo als Mechaniker. Viele von so einen Mechaniker haben ihre eigenen kleinen Geschäfte und reparieren selbst die Menschen ihre Fortjahre. Unser Zeitrand allweiter auf. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von was unsere Mennoniten für einen Beitrag machen zu der Ontario-Wirtschaft oder Ökonomie. But nächstes Mal. Ich George Rempel.